So, während die Kinder weiter snacken, unterbreche ich jetzt eure Diskussionen. Ich sehe, da ist viel geredet worden. Und wir wollen in die Bibel schauen. Wir wollen einen Vers zusammen anschauen, wo es um Hoffnung geht. Und der steht im Jesaja 40, 31. Genau. Vielleicht können wir den gerade alle zusammen lesen. Helfen ihr mir auch, Kinder? Und ihr Erwachsenen auch? Das wäre mega cool. Dann lesen wir ihn jetzt. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Ein mega schönes Bild, oder? Es geht da rein um einen Adler. Und so einen Adler, da habe ich euch ein Bild mitgebracht. Seht ihr den? Jetzt können wir den vielleicht nochmal haben. Da. Der fliegt, oder? Und so ein Adler, der kann eine ganz andere Perspektive einnehmen, wie wir sie haben. Wenn wir laufen zum Beispiel, dann sehen wir vielleicht so 100, 200 Meter vor uns, wenn wir zurückschauen, noch 100, 200 Meter hinter uns. Der Adler, der sieht aber viel mehr. Der sieht vielleicht sogar den ganzen Weg, wo wir gewandert sind, oder? Sieht, dort sind wir losgelaufen und dort auf dem Berg, dort kommen wir an. Und der Perspektivenwechsel, weg von dem, wo wir einfach gerade vor und hinter uns sehen, in etwas viel Grösseres, der kann uns eben helfen, zu hoffen. Und wie das geht, das erkläre ich euch jetzt gerade ein bisschen erklären. Und zwar nehmen wir jetzt die erste Perspektive, die Adlerperspektive, die zurück. Wir erinnern uns zurück erinnern. Wie wenn wir uns erinnern, was Gott schon alles da hat, schenkt uns das wieder Hoffnung. Und es gibt zwei Sachen, wie wir uns erinnern können. Und zwar können wir zurückschauen in die Bibel. Wir können alle Geschichten, die wir finden in der Bibel, lesen, schauen, wie Gott dort schon gewirkt hat und wie er eben seine Versprechen, die er uns gibt, eingehalten hat. So hat er zum Beispiel dem Volk Israel gesagt: Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern da habe und wie ich euch auf Adlerflügel, nochmal der Adler, dreht und zu mir gebracht habe. Und da sagt Gott auch ganz klar: Hey, erinnert euch zurück an das, was ich gemacht habe, bevor wir vorwärts schauen, oder? Wir können uns zurück erinnern. Und wir sollen uns zum Beispiel auch zurückerinnern an das, was Jesus für uns gemacht hat. Jesus ist auf die Welt gekommen. Wir erinnern uns nämlich ab und zu zurück, oder? Wann erinnern wir uns dann zurück, dass Jesus auf die Welt gekommen ist? Weiss das jemand von den Kindern? Wann? Joshua? Ich habe es vergessen. Gibt es ein Fest, das wir feiern, wo Jesus auf die Welt gekommen ist? Elia? Mit der Maria, genau. Was ist das für ein Fest? Weihnachten, super. Und dann gibt es nämlich auch noch ein Fest, wo wir uns daran erinnern, dass Jesus für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und das Fest habe ich auch schon gehört, ja? Ostern, super. Genau. Und das ist mega wichtig, dass wir uns immer wieder zurückerinnern an das, was Jesus da hat. Wieso wissen wir, dass Gott zu seinen Versprechen steht und sie hebt. Und das gibt uns Hoffnung. Und dann gibt es noch etwas Zweites. Wir können nämlich auch zurückschauen in unser eigenes Leben. Wir können zurückschauen auf den Moment, wo wir Gott erlebt haben, wo Gott gewirkt hat in unserem Leben. Oder vielleicht ist es auch nicht ein Moment, sondern du schaust zurück und merkst, hey, da ist Gott einen Weg mit mir gegangen. Und darum bin ich jetzt da, wo ich da bin. Wie Gott den Weg mit mir gegangen ist. Und ich möchte euch jetzt nochmal schnell einen Moment Zeit geben, dass jeder für sich schnell überlegen darf, hey, wo hat Gott in deinem Leben schon gewirkt? Vielleicht ist dir jetzt gerade etwas eingefallen. Und ich weiss auch nicht, wie es dir vorher gegangen ist beim Kapitel, das er erzählt hat. Hey, so Geschichten, mir gibt das immer wieder Hoffnung, weil ich denke, hey, Gott ist so gross und er ist auch heute noch so gross am Wirken. Und so kann vielleicht deine eigene Geschichte dir eine Hoffnung geben. Und wisst ihr was? Wenn du deine Geschichte weiter erzählst,
kann sie auch einem anderen Menschen noch Hoffnung geben. Ui, sorry Bettina. Kannst du den Rest auswendig? Ist gut. Sehr gut. Ist okay, kannst du es behalten. Oder unten lassen. Sehr gut. Hey, also jetzt haben wir gehört, dass zum Hoffnung haben, sagt die Bibel, ist so ein bisschen wie ein Adler, das Bild vom Adler. Und Bettina hat gesagt, der erste Teil von der Adlerperspektive ist, dass ein Adler hinterher schauen kann. Er kann zurückschauen, was war, kann sich erinnern, was Gott gemacht hat beim Volk Israel, bei der Bettina im Leben, in deinem Leben, in meinem Leben. Jetzt ist aber ein Adler nicht nur, wir müssen raufschauen, Kinder. Ein Adler fliegt nicht nur einfach so, oder? Habt ihr schon mal einen Adler gesehen, der immer hinterher schaut? Irgendjemand schon mal gesehen? Wäre ein bisschen komischer Adler, oder? Er hat wahrscheinlich irgendwie ins Necken gestanden nach einem Zeitchen. Aber Adler, die schauen rundum. Die können hinterher schauen und sich erinnern. Und sie können vor allem auch vorne schauen. Sie können vorne schauen und Sachen sehen, die noch ein bisschen weiter weg sind. Und ich möchte über das reden beim Hoffen. Hoffen heisst nämlich sowohl zurückerinnern, hinterher schauen, aber es heisst auch ein Vorne hoffen, ein Vorne warten. Vorne schauen auf Sachen, die noch nicht sind und warten, bis es kommt. Jetzt, wer von euch wartet gern? Wenn ich Hände aufgehe. Wer ist in die Ferien gefahren letzte Woche? Und dann sind ihr lange Auto gefahren und gefragt, wie lange geht es noch? Und dann ist die Antwort gekommen, noch 6 Stunden. Und ich habe gesagt, oh, noch so lange warten, bis wir dort sind. Genau. Oder vielleicht die älteren Teenies und jungen Erwachsenen, wenn ihr etwas online bestellt, ist ja normalerweise, bestellst du am Abend um 5 Uhr morgens, ist es bei dir im Briefkasten so. Hey, es gibt es wirklich, und es hat noch Zeiten gegeben, wo man 3 Tage warten musste, bis etwas geliefert worden ist. Das ist krass, oder? 3 Tage warten auf etwas, was man online bestellt, das ist unmenschlich. Das gibt es ja gar nicht. Oder heute Morgen bin ich mit dem Auto hierher gefahren und vor mir ist ein Auto gestanden und es war rot, wir haben gewartet. Aber dann hat die Ampel auf grün gewechselt und das Auto hat nicht innerhalb von 1 Sekunde ist losgefahren, es ist fast 2 Sekunden gegangen. Und ich dachte, das ist sicher ein Aargauer. Nein, habe ich nicht gedacht. Aber ich dachte, ich tue nicht gerne warten. Und so geht es den meisten. Aber es gibt eine Ausnahme. Und zwar, jetzt brauche ich jemanden mutiges, freiwilliges, der da zu mir auf die Bühne kommt. Wer ist mutig, stark und freiwillig? Und sonst wäre ich eines meiner eigenen Kinder. Möchtest du kommen? Komm doch mal rauf, sehr gut. Jetzt musst du schnell deinen Namen noch mal sagen. Wie heisst du? Amea. Amea, sehr gut. Amea, habt ihr mal an dem Seil, an der Schnur fest? Weil in der Bibel ist nämlich, das ist jetzt für Bible-Nerds, ist das Wort, das wir als Hoffnung lesen, hat mit Warten zu tun und das ist das gleiche Wort, das auch gebraucht wird, für ein Seil zu spannen oder eine Schnur zu spannen. Und Hoffen hat so mit dem Spannen zu tun. Du mal so ein bisschen ziehen, ein bisschen fest, noch ein bisschen mehr. Genau. Und es gibt verschiedene Arten vom Warten. Zum Beispiel, wenn hast du Geburtstag am Meer? Wenn? Weißt du es auswendig gerade? 17. Mai. Jetzt ist ja schon fast bald. Genau. Sagen wir mal, jetzt wäre so langsam Frühling und es ist vielleicht Ostern und dann fängt es an, dann siehst du, noch einmal und dann ist Geburtstag und dann kannst du mal zu dir ziehen. Ich bin jetzt der Geburtstag und dann kannst du mich langsam zu dir ziehen. Du kannst mich ganz fest ziehen, musst vielleicht die Zeile vorziehen, genau. Und dann fängst du an zu planen und fängst an zu überlegen, wer lade ich ein, was möchte ich essen. Du musst noch ein bisschen mehr ziehen. Der Geburtstag sollte näher kommen, genau. Immer weiterziehen. Und dann überlegst du, wer lade ich ein, was machen wir, was wünschen wir zum Geburtstag und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Und die Spannung ist da. Und dann ist der 17. Mai und du hast Geburtstag, oder? Und das ist so das schöne Warten, das Erwarten, das erwartungsvolle Warten. Da gibt es ein anderes Warten, jetzt musst du mal richtig spannen. Und zwar zum Beispiel das Warten auf den Regen. Du mal richtig spannen. Jetzt wünschst du mir, dass es endlich regnet, dass es ein bisschen kühler wird. Und eigentlich hat es gestern schon sollen, eigentlich sollte es heute auch wieder. Aber jetzt habe ich heute Morgen gesehen, es ist schon wieder nicht. Und spann noch ein bisschen weiter und spann noch weiter. Es passiert einfach nichts. Kannst du noch mehr spannen? Kannst du noch mehr ziehen? Ja, genau. Super. Zieh nur, sehr gut. Und so fühlt sich manchmal das Hoffen und das Warten eben auch an. Dass da mehr langsam ein bisschen müde wird. Dass man langsam sagt, und ich warte und ich ziehe. Und das passiert einfach nicht, was ich darauf warte. Und das ist auch ein Aspekt von der Hoffnung. Dass man manchmal eben müde werden kann, wenn man auf gewisse Sachen wartet, die nicht passieren. Du musst noch viel mehr ziehen, die ganze Zeit weiterziehen. Weil manchmal ist das Warten auch so. Sehr gut. Ich bin froh, dass du nicht verletzt hast, Amea. Darfst du wieder runtergehen. Grossen Applaus für Amea. Ich habe gehofft, sie geht aber tut sich nicht weh. Das war so das Beispiel. Weil manchmal, wenn wir unsere falschen Sachen, unsere Hoffnung anmachen, kann so richtig wehtun und man kann herfallen. Und man kann enttäuscht werden. Und
Vielleicht kennt ihr das auch. Kinder, wenn ihr euch etwas Cooles wünscht, keine Ahnung, was ist etwas Cooles, was ihr euch zum Geburtstag wünscht, wenn ihr jetzt etwas könntet wünschen? Lego, von hinten, sehr gut. Da vorne. Sag nochmal, Lian, was? Nintendo Switch, sehr gut. Da hinten, was gibt es für Wünsche? Was würdet ihr euch wünschen? Eine Wohnung? Ein Pony? Oh je, okay, ein Pony. Da noch ein Wunsch, was würdet ihr euch wünschen, wenn ihr Geburtstag... Was? Ein Fußball, sehr cool. Jetzt stellt euch vor, ihr wünscht euch so etwas, dann kommt ihr ein Päckchen und denkt, da ist jetzt mein Pony drin. Ein riesen Päckchen. Und denkt, da muss das Pony drin sein, habt Stroh schon gekauft, dann macht ihr es auf. Und dann sind gelismete Socken drin. Mega mühsam. Oder vielleicht seid ihr ein bisschen älter und habt euch verliebt und es ist jemand, wo ihr das ein bisschen spannend findet. Und ihr schreibt ein Brief und das jemandem teilen und sagt, hey, ich habe den Fall recht gern, wenn wir uns ein bisschen kennenlernen. Und ihr hofft darauf, dass die andere Person sagt, hey, ja komm, sehr gern, aber die Antwort ist ein Korb. Die Antwort ist irgendwie so, hey, nein, kein Interesse an dir. Oder vielleicht ein bisschen schwieriger und tiefere Sachen. Vielleicht, wenn wir uns bewerben für einen Job oder für eine Lehrstelle und hoffen, hey, das ist jetzt das, was ich unbedingt möchte. Und dann kommt aus dem Nichts raus die Absage. Das kann manchmal sein, dass die Schnur oder dass die Spannung plötzlich einfach weggeht, weil wir enttäuscht werden, weil nicht passiert, was wir uns gewünscht haben. Aber in der Bibel ist eben Hoffen nicht einfach ein Wunsch, dass das passiert, was ich mir wünsche, sondern es ist unsere Hoffnung noch immer anmachen, die hebt. Der Jesaja hat gesagt, wir sollen unsere Hoffnung bei Gott anmachen. Und es gibt noch einen Vers, müssen wir mal schnell, Kinder, lasst schnell zu. Wer hat also ein Schiff gesehen in den Ferien? Ein grosses Schiff. Hat irgendjemand ein Schiff gesehen? Ja, viel. Es waren viele bei einem Wasser, genau. Ein Schiff hat sich ein Schiff mit so einer Schnur angemacht am Hafen. Nicht? Und irgendwie so ein kleines Steinchen reingeschossen und dann so ein Schnürchen und dann hat sich mit dem ein Schiff angemacht. Nicht, oder? Sondern ein Schiff, das hat so ein richtiges dickes Seil. So ein richtig dickes Seil. Und am anderen Ende ist ein richtig schwerer Anker. Und die Bibel sagt, unsere Hoffnung, wenn wir auf Gott hoffen, das ist wie so ein Anker. Im Hebräer 6,19 steht, dass unsere Hoffnung ist ein verlässlicher und ein starker Anker, wo wir uns daran festmachen. Und der geht rein, und das ist ein bisschen kompliziert, aber er geht rein bis hinter den Vorhang, bis zu Gott ins Allerheiligste rein. Und dort machen wir unsere Hoffnung an. Und ich glaube, wir kennen es alle, wenn wir unsere Hoffnung an so kleine Sachen anmachen, an Umständen, die wir uns wünschen. Aber die Bibel ermutigt uns, unsere Hoffnung eben an dem festen Anker anzumachen. Und darum glauben wir hoffen und so, was wir von dem Adler lernen können und nicht müde werden vor lauter Ziehen und es passiert nichts, ist Hoffnung bedeutet, eben immer wieder die Perspektiven einzunehmen, zurückzuschauen, was war, sich daran zu erinnern, aber auch vorher zu schauen, vorher in die Zukunft zu schauen. Dass einmal Gott wird alle Streit, alle Hass, alle Krankheit, alle Krieg, alles wird beenden und eine neue Welt wird machen. Oder vielleicht sagt er daheim Himmel, wir sagen immer neue Welt bei uns daheim. Aber dass es mal eine Zukunft gibt, wo wir uns drin verankern können, in die Person von Jesus, die schon dort ist, und uns darauf verlassen, dass es wird Gegenwart werden. Jetzt möchte ich zum Schluss euch ganz praktisch mitgeben, was könnte es denn bedeuten, morgen mit Hoffnung in die neue Woche gehen. Morgen gehen viele von uns starten in die Schule oder gehen arbeiten oder vielleicht in die Lehre. Was könnte es bedeuten, morgen eben mit einer Hoffnung in unseren Tag hineinzugehen? Und ich möchte vor allem allen Kindern, können wir alle Kinder, die mal in die Schule oder in die Kinder gehen, können wir schnell aufstrecken. Wer geht mal in die Schule oder in die Kinder gehen? Ganz hinten jetzt noch ein paar, sehr cool. Wisst ihr, was es könnte bedeuten, mit Hoffnung in die Schule und in die Kinder zu gehen? Hoffnung bedeutet zu wissen, dass Gott immer bei euch ist. Das haben wir vorher gesungen in einem Lied, dass Gott immer bei euch ist. Und vielleicht seid ihr in der Klasse oder seid ihr in einem Umfeld, wo ihr die Leute noch nicht so kennt und unsicher seid, aber ihr dürft wissen, Gott ist bei uns. Und vielleicht Teenies oder so ein bisschen, die schon ein bisschen älter sind, die gehen vielleicht in die Lehre oder gehen arbeiten und es war so der Stress von Noten und von Druck in der Lehrstelle vielleicht oder vielleicht auch irgendwo das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und ich glaube, dort bedeutet Hoffnung zu wissen, hey, meine Identität, wer ich wirklich bin,
was mich ausmacht, das ist verankert in Jesus. Nicht in der Meinung von anderen oder was gerade mir passiert. Und vielleicht ein paar von uns Erwachsenen gehen vielleicht in eine Woche hin und wir haben vielleicht Sorgen über Finanzen, vielleicht über Gesundheit, vielleicht über Beziehungen. Und in dem Innen dürfen immer wieder den Adlerblick einzunehmen und vorzuschauen und zu wissen, hey, weisst du, ich weiss und ich vertraue darauf, dass Gott einmal alles wird richten, alles wird wiederherstellen und richtig machen. Und das gibt mir Trost zu wissen, dass Gott das letzte Wort hat. Ich glaube, das sind so Aspekte, was es bedeuten kann, mit Hoffnung in die Woche hineinzugehen. Und ich möchte euch ermutigen, liebe Kinder, liebe Teenies, liebe Erwachsene, liebe Pensionierte, alle zusammen, die zulassen, im Livestream und hier vor Ort, dass wir mutig sind und nächste Woche Hoffnung wählen. Dass wir uns für Hoffnung entscheiden. Und es ist einfach ein Entscheiden, die Schnur spannt sich nicht von selber. Sie sagen, hey, ja, wir verankern mich bei Jesus und ich spanne die Schnur an und ich habe mich an ihm. Und ich glaube, dass er in meiner Vergangenheit war. Ich erinnere mich daran, ich schaue vorwärts, dass er versprochen hat und ich weiss, er ist jetzt bei mir. Und jetzt wird Bettina noch kommen und wird noch mit uns zusammen beten. Ihr dürft alle schon mal aufstehen. Kinder, Erwachsene, ihr dürft alle zusammen aufstehen. Nachher singen wir noch ein paar Lieder, aber jetzt wird Bettina noch mit uns beten. Ja, Vater, ich möchte dich einladen in unser Leben. Ich möchte dich einladen, dass wir unsere Hoffnung eben nicht nur auf den Moment setzen oder auf Sachen, wo wir denken, das könnte gut sein, sondern dass wir unsere Hoffnung dürfen auf dich setzen. Egal, wo wir jetzt gerade stehen, du siehst, ob es uns gerade ein bisschen ringer fällt zum Hoffen oder eben nicht. Und ich möchte dich bitten, dass du kommst. Ja, und dass wir diesen Anker, die Hoffnung in dir dürfen mitnehmen. Mitnehmen jetzt in die nächste Zeit, aber auch mitnehmen in unser Leben, dass wir immer uns wieder neu dürfen auf dich ausrichten und auf die Hoffnung, die du uns gibst. Und ich möchte dich auch bitten für alle Menschen, die es vielleicht gerade nicht so gut haben, vielleicht auch die in einem anderen Land wohnen, dass du bei ihnen bist, gerade wenn sie besonders Hoffnung brauchen können. Ich möchte dich einladen, uns Menschen näher zu sein und dich uns immer wieder zu zeigen, dass wir zurückschauen auf das, was du gemacht hast und vorwärts schauen in der Hoffnung. Amen.